haben sich selbst verbrannt. In Europa finden Großdemonstrationen statt, zeitgleich in Wien, in Brüssel und Kopenhagen, in Helsinki, in Dublin und in London, in Paris, Warschau, Bern und Madrid und auch in München. Meine Rede wird dort auch gleich zu diesem Zeitpunkt vorgelesen. Außerhalb von Europa treffen sich die engagierten Menschen beispielsweise in den USA. Wir werden das heute alles nachverfolgen können. In New York und Washington, Chicago und Los Angeles. Auch in Kanada und den Philippinen, in Japan, Indien und Australien. Ich denke, diese Botschaften sind wichtig für all diejenigen, die den Eindruck haben, dass vor lauter Lust auf China das Thema Tibet nicht mehr gefragt ist. Es ist falsch. Unsere Botschaft ist überall die gleiche. Die Freiheit des tibetischen Volkes ist unteilbar. Wir sind solidarisch mit all denen, die ein Recht haben auf eine Autonomie zum Schutz ihrer Sprache, ihrer Spiritualität, ihrer Kultur und ihrer Identität. Um deutlich zu machen, dass man nicht allein sind, dass die Tibeterinnen und Tibeter Unterstützer haben, kann ich aus dem Europäischen Parlament berichten. Wir haben eine Intergroup seit 1989 und seit 1999 bin ich der Präsident. Wir treffen uns einmal im Monat. Wir haben gerade erfahren, die Tibeter mögen einmal in der Woche, nämlich jeden Mittwoch, tibetisch essen, tibetisch reden und tibetisch sich ankleiden. Wir im Parlament machen das einmal im Monat. Wir haben Expertinnen und Experten dabei, die darüber berichten, was in Tibet passiert, was wir erreichen können, indem man nämlich Verantwortung übernimmt und was all dort unterdrückt wird an Informationen. Wir leben in einer Zeit, in der wir Transparenz brauchen. Wir brauchen Informationszugänge. Ich bin stolz auf die vielen jungen Leute, die uns immer wieder Informationen geben über das, was in Tibet passiert. Herzlichen Dank all der Jugend. Im Europäischen Parlament haben wir regelmäßig Konferenzen. Höhepunkt des letzten Jahres war im November, als wir ein Treffen hatten von über 300 Teilnehmern. Erfahrungen mit autonomen Regionen standen auf der Tagesordnung. Und der Hauptredner war Dr. Lobsang Sangay, der neu gewählte Premierminister, der Exil-Tibeter, der zum ersten Mal europäische Institutionen besucht hat und bei uns war. Wir haben gerade seine Erklärung an uns alle erfahren. Monate zuvor waren meine Kolleginnen und ich dabei und haben die demokratischen Wahlen der Tibeter verfolgt. Wir waren Beobachter in Indien und in Nepal. Mitglieder unseres Parlaments waren in Großbritannien und Belgien und ich konnte in der Schweiz dabei sein, um zu sehen, es waren selbstverständlich demokratische Wahlen und alles ging ordnungsgemäß zu. Und dort haben wir ein großes Bekenntnis bekommen zu dem Weg zu sagen, es wird natürlich ein demokratischer Weg mit sein. Wiederholt habe ich vor der Tibet Intergroup gesagt, wir müssen mehr tun. Wir haben mit der hohen Vertreterin für die Außenpolitik der Europäischen Union einige Aussprachen gehabt und wir werden in der kommenden Woche in Straßburg sein und ihr Vertreter wird mit uns ein weiteres Gespräch führen. Wir haben erreichen können, dass im Rahmen des Dialogs EU und China das Thema Einschränkung der Religionsfreiheit, ungesetzliches Vorgehen, ständige Schikane den Menschen gegenüber auf die Tagesordnung gesetzt wurden, und zwar nachweislich. Also kein Pseudo-Bekenntnis, wir reden drüber, sondern als ein integrierter Bestandteil dieses wichtigen Dialoges. Im Europäischen Parlament haben wir Resolutionen eingebracht und China aufgefordert, die dramatischen Situationen zu entschärfen. Und wir haben an die gutwilligen Kräfte in China appelliert, aktiv zu werden, im Gegensatz zu den vielen Hardlinern. Und dass wir nicht allein sind, glaube ich, merken die Glocken, die jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt uns unsere Stützung ausdrücken. Nach wie vor fordern wir einen Sonderbotschafter für Tibet nach dem Vorbild des US-Außenministeriums. Er soll Entscheidungen der Europäischen Union koordinieren, den Dialog mit der chinesischen Regierung und dem Dalai Lama endlich zu einer Realisierung bringen und dem Anliegen der Tibeter Gehör zu verschaffen. Am liebsten rede ich nicht an gegen Glocken. Aber eins darf ich noch sagen, es gibt weitere Solidarität. Es gibt eine weltweite parlamentarische Solidarität
im November 2009 mit der Erklärung von Rom. Seitdem arbeiten Parlamentarier in Australien und Kanada und Indien und der EU zusammen. Soll ich lieber eine Pause machen? Ich finde, die Glocken sind so wichtig.